auch noch die Kerzen anzünden, ist das recht. Also ich bin ja nicht so der Liturg, aber jetzt habe ich vorhin da angeschaut und dann habe ich gedacht, das irritiert mich jetzt. Kerzen, die nicht brennen. Wir sollen ja das Licht sein. Und das Licht soll nicht verlöschen. Das ist doch ein schönes Bild. So, gut, jetzt hat alles in Ordnung. Allen zusammen, die ich noch nicht persönlich die Hand gereicht heute Morgen, die Hand gegeben oder die Hand gefaustet oder wie auch immer, ganzes herzliches, gutes neues Jahr. Ich wünsche euch ganz von Herzen Gottes Segen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir mitnehmen wollen, der Segen von Gott. Und unsere Jahreslosung vom Chor, vielleicht hast du gedacht, ja, jetzt ist das schon fast ein bisschen inflationär am Anfangsjahr mit diesen Jahreslosungen. Diese für dich noch eine Jahreslosung und hier auch noch eine Jahreslosung und dann noch eine allgemeine Jahreslosung. Wir hätten ja eine Predigt heute über die machen, das ist auch sehr ein schöner Vers. Johannes 6, wer zu mir kommt, den will ich nicht rausstoßen. Aber ich bin ganz gewiss, traditionell, wenn es so läuft, die anderen Jahre werden wir noch eine Predigt hören über diese Jahreslosung. Und ich habe die für das Chor, der Textausschnitt, der erste Teil von dem Hebräer 11, 29, durch Glauben zogen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Ich habe da wieder probiert, das Bild, ich bin nicht der Grafiker extrem, also wieder so ein Bild hinten dran. Wir heute dürfen in einem Standortseminar sein. Nach einem gewissen Dienstjahr darf man so in ein Standortseminar gehen. Und ich durfte da auf der Falkenfluh oben gegen Niesen schauen. Und ich habe mir so gedacht, ja, was ist dort hinter dem Niesen? Das ist so das Land von meiner Tätigkeit. Was will echt Gott tun? Und darum ist das für mich auch so ein Moment, ganz ein schöner Moment gewesen, zu merken, ja, Gott ist dran und darum habe ich das Bild gewählt. Und nachher habe ich das heute Morgen in den Rahmen tun. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr unser Chor für eine Jahreslosung hatte, dann könnt ihr einfach den Rahmen nehmen und dann könnt ihr da die Klammern lösen. Die sind nämlich alle da hinten dran. Es ist immer so, dass ich wahrscheinlich, kommt mir dann noch in den Sinn, ich sollte noch das Bild in den Rahmen tun. Und ja, was machst du mit der alten? Ja, die lässt du einfach drin. Das ist einfach die neue Vordran. Also das sind ganz viel, das ist ganz ein gesegneter Rahmen. Da hat es ganz viele Bibelverse hinten dran, die wir als Chor dürfen bekommen. Das mal herstellen. Aber ich denke, das ist etwas, was wir so in das Jahr einnehmen. Und ja, auch wir als Chorleitungsrat, wir denken jetzt nicht an jeder Sitzung, was ist jetzt unsere Jahreslosung und was könnte jetzt da so gerade in die Sitzung bedeuten. Man vergisst es manchmal fast ein bisschen. Wir haben jetzt allerdings angefangen, wir tun wirklich vor jeder Sitzung so einen Text nehmen und uns auch Gedanken machen, was der Text auch gerade für diese Sitzung zu bedeuten hat. Aber eben, es ist nicht spezifisch jetzt die Jahreslosung. Aber wenn man dann so zurückschaut, und ja, das habe ich auch gemacht im Vorbereiten, Psalm 33, Verse 4 bis 5, denn das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und ich durfte sagen, ja, wir haben es auch gehört in der Zusammenstellung von Benny und von der Sandra, ja, Gott hat wirklich gewirkt. Er war dran gewesen. Und was für mich auch ganz wichtig ist, Gott stellt sich zu unserer Gemeinde. Stellt sich zu seiner Gemeinde. Und jetzt geht die Jahreslosung von heuer ja wie einen Schritt weiter. Und das hat mich auch gefreut.
Wir haben im Leitbild Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wir dürfen das Jahr mit einer Aussage zum Glauben anfangen. Hebräer 11,29. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie übers trockene Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir haben so ein Büchlein, hat so Losungsverse, und ich habe das rausgenommen, jemand hat den Vers gezogen und nachher mir den Vers gegeben, und ich dachte, oh, das ist jetzt aber ein komischer Vers. Ein komischer Vers. Schön ist ja, dass da von Glauben zu reden ist, aber kann man da irgendwie Vernichtung von anderen wie als Jahreslosung nehmen? Und wieso wird hier das Volk Israel als Glaubensheld präsentiert? Ich glaube, uns kommt allen gerade in Sinn, dort beim Roten Meer. Israel, das Volk Israel, Glaubenshelden. Im 2. Mose 14, Vers 11 heißt: Und sie sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Also die gesagt, geht's dir eigentlich noch? Jetzt stehen wir da hier am Ufer von dem Meer, hinter uns die ägyptische Armee, und ja, wir hätten ja da also können daheim sterben, dann hätten wir nicht noch müssen durch die ganze Wüste laufen da. Wieso hast du das gemacht? Wieso hast du das gemacht? Und ich habe mir so gedacht, das ist ganz etwas Komisches. Wieso nimmt der Schreiber vom Hebräerbrief hier das Volk Israel als Beispiel? Und das ist ganz interessant. Das ist eben, wie wir auch schon gehört haben, die Wolke von den Zeugen. In Hebräer 11, da lesen wir ganz viele Glaubenshelden. Und hier wird der Fokus von Mose auf das Volk gelegt. Der Fokus wird von einer Einzelperson hier auf eine Gruppe gelegt. Und das ist eine Ausnahme. Also hier wird jetzt gesehen, das Volk ist durch Glauben durch das Rote Meer gegangen. Und je länger ich über den Text nachgedacht, je mehr habe ich gemerkt, mal, es passt. Wisst ihr, man kann ganz viele Aussagen im Moment auch hören über die Gemeinde. Und ich glaube, es ist noch nie so schlecht gestanden um die Gemeinde. Die Gemeinde ist unbedeutend geworden. Die Gemeinde hat ihre Rolle nicht wahrgenommen. Die Gemeinde hat das und dieses. Die Gemeinde hat ihre Bestimmung in der Krise völlig verfehlt. Und mir tut das immer wieder weh, wenn ich so Sachen höre. Dann denke ich, ja, habe ich nicht gut gehandelt. Christliche Leiter haben die Kirche in die Unbedeutendheit geführt. Christliche Leiter haben die Kirche in die Unbedeutendheit geführt. Als ob dass man das aktiv machen muss, dass man unbedeutend wird. Und mir ist da ein anderer Vers in den Sinn gekommen, Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus zum Petrus redet. Der Petrus, auch der grösste Versager der Jünger. Der grosse Worte geführt hat. Und Jesus sagt zum Petrus, du bist der Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich sage nicht, dass ich alles recht mache. Ich sage nicht, dass die Gemeinde, Kirche alles richtig macht. Immer richtig reagiert in jeder Krise. Aber wisst ihr was? Etwas dürfen wir festhalten. Die Gemeinde ist Gottes Idee. Wie andere Sachen auch. Zum Beispiel die Ehe auch. Die Gemeinde ist Gottes Idee. Und Gott stellt sich zu seiner Gemeinde. Die Pforten von der Hölle werden sie nicht überwinden. Wir gehen zurück zu dem Losungstext aus dem Hebräerbrief. Was will denn dieser Text uns als Gemeinde
für das neue Jahr sagen? Was ist die Wahrheit, die wir auf dem Hintergrund, dass die Gemeinde nicht überwunden werden kann, weil sie Gottes Idee ist? Was will uns Gott damit sagen? Ich habe so ein Schnürli mitgenommen, ganz ein einfaches Symbol. Und ich glaube, es hat ja da Leute, die im Alpinismus, im Alpinismus aktiv sind. Es ist gut, wenn man sich an etwas haben kann, wenn man sich an etwas festhalten kann. Und ich glaube, es ist auch für uns als Gemeinde wichtig, wenn wir uns haben können, an Glaubensträger, an Vorbilder. Und es ist schön, wenn wir einen Zeugnismoment machen und dann stehen alte Leute auf. Vorbilder im Glauben, aber ich wünsche mir auch, dass wir auch Junge haben. Ich würde mich nicht entmutigen oder denken, ja, ich kann nicht so schön reden wie der Fritz und ich habe gerne den Chorus auf den Lippen oder so, oder Vitalis. Das ist schön, danke, dass ihr das immer wieder auch teilt, aber es soll auch eine Motivation für uns alle sein. Weil das ist etwas ganz Schönes, wenn wir uns mit Zeugnis ermutigen können. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, das Betty hat etwas erlebt mit dem Glauben, das bin ich auch. Und das gibt uns Kraft. Glaubensträger. Der Mose war der Glaubensträger hier vom Volk Israel. Er war in seiner Leitung von dieser Gemeinde, von diesem Volk, immer wieder herausgefordert gewesen. Er selber hatte Zweifel gehabt, aber er war der Glaubensträger von der Gemeinschaft. Und ja, jetzt könnten wir sagen, ja gut, also dummer Mutz, die sollte einfach ein bisschen mehr Glauben haben und die sollte einfach ein bisschen vollmächtiger vorangehen. Das wäre die Rettung von der Gemeinde, wenn man sich an den Leiter könnte festhalten könnte. Natürlich hast du recht. Aber es ist nicht alles. Warum ist das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung immer wieder gescheitert? Weil ihnen, glaube ich, eben genau das gefällt hat. Erinnern wir uns an den Moment, wo der Mose auf den Berg hochklettert, für die 10 Gebote zu entgegennehmen. Und das Erste, was sie gesagt haben, jetzt ist er fort. Jetzt ist er fort. Was machen wir jetzt? Er ist nicht mehr da. Ja, dann müssen wir ins altes goldiges Kalb machen. Ich dachte, ist denn das möglich? Ist denn da niemand gewesen, der auch Glaubensträger war in diesem Volk? Oder sind die schwach gewesen? Kaum ist der Glaubensträger, das Vorbild, der Führer nicht mehr da, fallen sie von Gott ab. Wo sind die Unterstützer von Mose? Ich glaube schon bereits im 2. Mose, im 18. Kapitel, sehen wir das. Das ist nämlich auch anderen Leuten aufgefallen. Da ist der Schwiegervater von Mose, der Jethro, ihn besuchen und er hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass du den ganzen Tag Gericht sprichst, oder? Alle Leute kommen wegen jedem Hafenkäse kommen sie zu dir. Wegen jedem abgelaufenen Joghurt und wegen jedem irgendetwas kommen sie da zu dir. Kann doch nicht sein, dass du dich um alles musst kümmern. Um jeden krummen Nagel. Du Richter einsetzen. Und der Mose hat diesen Ratschlag auch ernst genommen, hat es gemacht. Aber ich habe wieder Eindruck bekommen, das Problem von der geistlichen Führung, das bleibt an Mose hängen. Brauchen wir einfach grössere Führer? Brauchen wir Glaubensmänner, die die Gemeinde ans Ziel führen können? Ja, aber nicht nur. Ich glaube, wir sind alles aufgefordert. Und hier kommt der entscheidende Unterschied zu uns, zum Volk Israel. Der Mose, der hat für seine Aufgabe ein einzigartiges Privileg gehabt. Er konnte ins Zelt gehen und hat dort Begegnung mit Gott. Ich habe mir manchmal überlegt, wie hat die Begegnung mit Gott ausgesehen? Wie hat er dort Gemeinschaft mit Gott? Aber es war so, dass wenn er aus dem Zelt rauskam, sie gesagt hat, du musst etwas vor dein Gesicht heichen. Es ist nicht zu ertragen. Wir dürfen direkt mit Gott reden. Das ist ein Privileg, das jedem
Gläubigen seit dem Tod von Jesus offen steht. Und ich glaube, darum dürfen wir eine Gemeinde sein, nicht nur von ihm Glaubensträger, sondern wir dürfen eine Gemeinde sein, die Glaubensträger sein für das Tal, für unser Umfeld. Wir dürfen sagen, komm, habt ihr an dem. Nicht immer nur geradeaus. Nicht immer alles so wie eine Schnur gespannt. Sondern manchmal geht es auch durch Schwierigkeiten, durch Selbstzweifel. Manchmal haben wir ein Los, wo uns etwas aussieht, wo ich merke, es beißt sich vielleicht mit meiner gespürten Realität. Aber Roland, du darfst Glaubensheld sein, du darfst ein Glaubensträger sein. Und das hat dir heute Gott auch zugesprochen. Und jedes von uns, wir dürfen Glaubensträger sein. Und wir dürfen andere durch unser Sein, durch die Nachfolge, zur Nachfolge Christi einladen. Und eben die einen oder die anderen, die wissen, wir werden ja da vom Fernsehen begleitet, das kommt im März, kommt das im Fernsehen, SRF bei den Leuten. Oder ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist. Bei mir ist es gäng vorher und bei Judith ist es gäng nachher, wenn sie wieder gegangen sind. Oh, was haben wir jetzt nochmal gesehen? Oh, verstehen Sie echt das richtig? Wird es echt richtig zusammengeschnitten? Und dann haben wir immer wieder müssen sagen, nein, wir wollen es gehen. Wir wollen darauf vertrauen, dass das durchkommt, wo Gott wirklich will zeigen. Und das hat uns, unsere Schwägerin hat uns das an der Weihnacht auch so zugesprochen. Es ist gut, ihr seid Glaubensträger. Ihr macht das, ob jetzt das so gehört werden oder nicht. Wir sind Glaubensträger und ich glaube, das darf ich euch heute auch zusprechen. Ihr dürft Glaubensträger sein. Und dann gibt das eine lebendige Sache. Und dann dürfen ja Wunder erkannt werden. Glauben fängt dort auf einen Kreise ziehen, wo Wunder dürfen erkannt werden. Der Hebräerbrief beschreibt den Weg durch das Rote Meer als Glaubenstat. Es ist in diesem Vers so, dass die Ägypter sind genau den gleichen Weg gegangen. Die Ägypter sind genau den gleichen Weg gegangen. Was ist jetzt der Unterschied? Die Israeliten haben nicht nur einen trockenen Weg gesehen, sondern sie haben einen Ausweg gesehen. Sie haben das übernatürliche Wirken von Gott erkannt. Die anderen, die haben nur einen trockenen Weg gesehen, für das sie das flüchtige Volk verfolgen konnten. Wenn ich manchmal Leute höre, Zeugnis ablegen, und manchmal ist man als Organisation noch so ein bisschen in der Gefahr. Und dann denke ich manchmal, wieso musst du aus allem das Wunder machen? Wieso musst du aus allem immer ein Wunder machen? Ja, wir sind so eine wunderbare Organisation oder wir sind so wunderbar unterwegs mit Heilen. Und was wir alles für Wunder haben. Und nachher wird aufgezählt und dann musst du sagen, ja, wahrscheinlich ist jetzt das so ein Wunder gewesen. Auf die andere Seite ist aber auch eine Gefahr, die fast noch grösser ist, dass wir einfach sagen, ja, das ist ja normal. Das ist ja normal. Das ist doch nicht normal, wenn du am Wasser stehst, und ihr kennt ja den Witz von dem Junkie, der in der Stadt die Bibel gelesen hat und immer wieder Halleluja gerufen hat. Halleluja! Und dann ist der liberale Pfarrer zu ihm gegangen und hat gesagt, ja, wieso tust du gängig so Halleluja rufen? Und dann hat er gesagt, ja, schau, das Volk Israel ist durch das Rote Meer durchgelaufen. Und dann hat er gesagt, ja, weißt, das ist nicht so, das ist dort nur so, ein bisschen Schilf gehabt, das ist dort ein bisschen feucht gewesen. Das ist nicht so tief gewesen dort. Und dann ist er weitergegangen und dann hat er wieder Halleluja gerufen, der andere. Und dann ist er wieder zu ihm, aber jetzt habe ich dir doch das erklärt. Ja, aber lass mal, lieber Pfarrer, dass das Volk Israel durch das Schilfmeer durchgegangen ist, durch das knäuhohe Wasser, das mag ja kein Wunder sein, aber dass die ganze ägyptische Armee dort ersoffen ist, das ist doch ein Wunder, oder? Und ja, ich glaube, das geht uns manchmal schon so, oder?
dann denken wir, ja, das ist doch nicht so ein Wunder gewesen. Und ja, dass der Schnee jetzt geschmolzen ist, das ist halt, das, weil die Sonne wieder ist gekommen und alles zusammen. Aber vielleicht sehen wir manchmal auch zu wenig Gottes Wunder. Vielleicht tun wir unser Leben zu viel auf unseren Verdienst und auf unser richtig machen oder auf das Falschmachen von anderen begründen. Und zu wenig, dass eben Gott in unser Leben einreden will, einwirken. Stellt euch einmal vor, Gott hätte das Meer geteilt und die Israeliten, die wären einfach am Strand bleiben stehen. Oh, endlich Strandferien ohne Meer. Nur noch Sand. Oh, wie schön. Haben wir gesungen an der Topfkollekte. Heiliger Sang. Heiliger Sang. Immer wieder. Und ich habe gerne wieder an die Strandferien gedacht. Heiliger Sang. Es geht aber nicht um das, sondern es war der Weg durch das Rote Meer. Die Israeliten waren aufgefordert, diesen Weg zu erkennen, nicht der Sand oder das Meer oder die hohen Wassermassen, sondern dass Gott einen Ausweg gemacht hat. Und da ist unser Leben, unser Handeln wichtig. Dass wenn wir so einen Faden haben, dass wir uns eben auch daran festmachen, dass wir uns daran festhalten, dass wir mutig vorangehen. Wir sollen nicht bleiben stehen. Wir sollen vorwärts gehen. Aber Gottes Eingreifen in diesem Vorwärtsgehen dürfen wir als normale Realität in unser Unterwegssein integrieren. Und ich freue mich auf 2022. Ich freue mich darauf, dass Gott Wunder tut, dass Gott Sachen möglich macht, dass er gross wird, dass sein Evangelium verkündet werden, dass Menschen frei werden, dass Menschen wieder hergestellt werden. Wir dürfen im 22 mit Gottes Wunder rechnen. Glaube mir, dass Gott an unserem Chor durch unseren Dienst Wunder tun will. Sind wir bereit, den Weg durch das Meer zu gehen? Und da ist mir noch ein anderer Aspekt in den Sinn gekommen. Und dort kommt jetzt vielleicht auch das Glaubensheldsein von Israel zum Tragen. Das Volk Israel zelebriert jedes Jahr das Passafest, für sich an den Auszug aus Ägypten und an die damit verbundenen Wunder zu erinnern. Jedes Jahr wird das Fest gefeiert und man tut den Kindern erzählen, wieso das passiert ist. Und jetzt kann man also die grosse Geschichte vom Nahen Osten anschauen und man wird feststellen, dass genau dann, wo das Volk Israel ins gelobte Land ist gegangen, dass genau dann alle Grossmächte in der Region irgendwie eine Zeit von der Schwäche hatten. Also das Volk Israel hätte in das gelobte Land rein können und sie haben sich als Volk dort etablieren, sie können ein Volk werden, sie das Land können in Besitz nehmen, ohne von Grossmächten gestört zu werden. Und das ist für mich so Nachhaltigkeit auch vom Glauben. Und für das habe ich eben auch das Schnürchen mitgenommen. Und natürlich ist eben unser Leben nicht einfach eine gerade Linie. Kannst du mir heute helfen? Kannst du das da heute haben? Merci. Das stellen wir uns vor, das Leben wäre so eine Linie. Vielleicht ein bisschen mehr so, auf und ab und so etc. Aber jetzt gibt es hier einen Punkt, wo Gott in dein Leben fährt, einwirken. Und jetzt merkst du, dein Leben nimmt einen anderen Verlauf. Und ihr seht da, das beeindruckt mich immer wieder. Hier muss gar nicht so viel passieren. Es muss gar nicht so ein grosses Wunder sein, dass dein Leben komplett einen anderen Verlauf kann nehmen. Wenn Gott dir sagt, gang jetzt nicht hier durch, sondern gang jetzt da durch. Das ist vielleicht nur ganz ein kleiner Weg. Also es war eine Entscheidung, dass ich in den Zug hocke, für auf Basel zu fahren.
für eine Offiziersschule zu gehen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich jetzt da oben bin. Oder? Hat das Leben vollkommen einen anderen Weg genommen. Und das war auch so spannend gewesen. Die Redaktorin vom Schweizer Fernsehen hat gefragt, wieso bist du denn nicht mehr auf diesem Weg jetzt? Und ich durfte ihr sagen, und ich hoffe wirklich, dass das der Schweizer Fernsehen auch übertragen hat, da hat es einen Punkt gegeben, wo Gott in mein Leben hat eingeredet. Und darum hat es einen neuen Verlauf genommen. Merci, danke. Ein ganz neuer Verlauf vom Leben. Was wäre passiert, wenn Gott dort nicht eingegriffen hätte, wo sie am Roten Meer gestanden sind? Das Volk wäre vernichtet worden. Aber auf dem anderen Weg ist das ägyptische Reich samt der Elitenarmee, samt dem Pharao, alle zusammen, die sind dort in diesem Roten Meer vertrunken, dass das Volk hat dürfen ein Volk werden, dass sie sich dürfen etablieren, dass sie dürfen Festigkeit gewinnen. Samt dem Material ist dort im Meer verloren gegangen. Und das hat Ägypten nicht einfach so weggesteckt. Aber die Konsequenz von dem ist wie etwas Normales. Was ist denn dort passiert? Wir wissen es. Gott hat eingegriffen. Und vielleicht ist die Konsequenz vom Wunder in deinem Leben, etwas ganz Normales. Es kommt dann nicht Wunder um Wunder auf das Wunder, das mal passiert ist. Kann, aber muss nicht. Vielleicht geht es dann ganz normal weiter. Und immer wieder können zurückzuschauen und zu sagen, mal, hier hat Gott in mein Leben eingeredet. Hier hat Gott mich dazu eingeladen, einen anderen Weg zu gehen. Das muss nicht Heilsarmee-Offizier sein. Das kann ganz etwas anderes sein. Das kann bei dir sein, ob du jetzt zuerst gehst, das Bleck fallen oder die Kalber streichen. Das kann etwas sein, das Gott in dein Leben einredet. Und das kann ganz eine andere Wendung nehmen. Und dass wir uns immer wieder zurückerinnern, dass ich da heute stehe, das ist, weil ich dort auf das Reden von Gott gehört habe. Das war vielleicht nur ein feiner Impuls gewesen. Aber es gibt meinem Leben eine neue Ausrichtung. Statt in der gewohnten Richtung weiterzugehen, mache ich etwas anderes. Ich bin durch das Rote Meer durchgegangen und das hat dazu geführt, dass ich in die Bestimmung hineingekommen bin, die Gott für mich hatte. Und das darf ich immer wieder auch sagen. Das darf ich immer wieder sagen. Das kann ich weiter erzählen. Hier hat Gott eingegriffen. Ich darf Zeugnis über das Eingreifen von Gott ablegen. Glauben wir daran, dass die Existenz von unserem Chor, von den anderen Kirchen zurückgeht, weil Gott in Lebensbiografien von Einzelnen oder von ganzen Gruppen hat eingegriffen. Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass wir eine Gemeinde sein, und das gilt übrigens auch für die Gäste, dass ihr dürft Glaubensträger sein an dem Ort, wo Gott euch hergestellt hat. Die Gemeinde auch im grösseren Sinn zu verstehen. Dass wir dürfen Glaubensträger sein in der aktuellen Situation, dass wir immer wieder dürfen mit Gottes übernatürlichem Eingreifen rechnen und unser Glauben immer wieder neu durch Gottes Geschichtsschreibung stärken. Also Glaubensträger sein, glauben, dass Gott eingreifen in der aktuellen Situation, aber uns auch immer wieder den Glauben aus der Geschichte, die Gott schon mit uns gemacht hat, stärken.